Herzlich willkommen, liebe Leute, hier im Doc-Kanal für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich wollte heute ein Sujet aufschneiden, das eine Proposition von der Kommission für eine bessere Gesetzgebung zu haben. Eine bessere Rechtsetzung am Fond, mieux légiférer, auf Französisch oder better regulation. Das sind so die Wörter, die da in letzter Zeit an den Schlagzeilen an den Medien hört. Was geht es? Es geht eigentlich um Vorwurf, den der Kommission immer gemacht hat, der EU am Anfang den Institutionen gemacht hat, dass ihnen immer mehr alles regeln. Das geht vom Obst, von den Bananen, von den Cornichons bis bei den Olivenöl an den Restaurants. Das heißt, dass die EU sich immer um alles kümmern. Und dass sie da ganz oft übertreibt, dass da viel zu viel angepackt an eine europäische Gesetzgebung, was am Anfang auch auf nationalem respektive sogar auf kommunalem Niveau besser geregelt gehen. Den berühmten Subsidiaritätsprinzip, Decision soll da geholt gehen, wo sie am nächsten beim Bürger ist, weil da ja auch das meiste Verständnis ist, für eine Reglementation zu fassen. Was soll dann noch gemacht konkret? Es soll am Anfang besser, mehr konkret, mehr transparent, mehr einfach auch. Das heißt, ganz viele Regeln sind so kompliziert, gehen nach mehr kompliziert gemacht, wenn sie daheim an nationale Rechtsgebung umgesetzt gehen. Das heißt, es soll am Anfang ein Prozess sein, wo sämtliche Gesetzgebungen, sämtliche Direktiven, sämtliche Verordnungen, die im Moment gehen, aber auch die neue, wo die am Anfang einer Revision dazu gehen, Refit, sozusagen für, wie gesagt, die Sache mehr einfach zu machen, mit Transparenz zu machen. Eine neue Mission ist es am Anfang, für darauf aufzupassen, dass bei der ganzen Operation aber nicht Wesentliches verloren geht. Wie geht die Kommission vor? Die Kommission geht vor, indem ein Arbeitsprogramm präsentiert wird. Und da geht schon ein Arbeitsprogramm für 2015 schon mal lang präsentiert wird. Und da geht am Anfang daraus vor, dass sie das Jahr 23 neue Gesetzgebungen machen wollen. Wenn man das vergleicht mit der Kommission für drinnen, mit dem Barroso, dann sehe ich schon, da sind pro Jahr also 130 auf den Tisch kommen. Das heißt, da allein sehe ich schon, dass die Kommission aber echt als für ein einfacher noch ein besser besseres Regelwerk zu schaffen. Es soll natürlich auch mit dem Parlament und mit dem Conseil zusammen. Die Kommission hat Initiativrecht, die Kommission kann aber nicht dezidieren, dass der Conseil und das Europaparlament Co-Legislateure sind. Und das ist so, dass die drei zusammen sind für einen Akkord zu finden, einen interinstitutionellen Akkord, wo die drei, wie gesagt, das Regelwerk erschaffen, wie man da zusammen vorgehen in Zukunft bei der Erstellung von der Gesetzgebung. Die drei müssen zusammen schaffen, und da werde doch ein Akkord gehen. Es gilt aber darum, dass alle Akteure seinen wichtigen Teil dazu beitragen. Dann natürlich soll auch das berühmte Impact Assessment, also die Evaluierung, wenn etwas so gemacht wird, eine Folgeabschätzung am Anfang zu gucken, was hat das für Reperkussionen, auch auf anderen Domänen. Wir wollen ja hier eine kohärente Politik machen, wir wollen ja nicht eine Politik machen an dem Bereich, an dem Bereich, an dem Bereich, aber das soll schon kohärent sein, das soll sich zum Ergänzen, nicht widersprechen. Ich meine, das sind so Herausforderungen, die demnächst anstehen an dem ganzen Prozess. Und dafür sollen, für das zu verfolgen, die ganze Zeit sollen noch Experten von außen geholt gehen, die am Anfang nicht zu der Kommission gehören. Wie genau das ausgesagt, muss man natürlich auch surveillieren. Da soll, wie ich schon gesagt habe, die bestehende Gesetzgebung geprüft gehen, aber auch die neue soll geprüft gehen, noch ein paar Jahre, wo den Delay nach muss festgelöst gehen, für zu gucken, ob es wirklich hier Fristen dreht oder ob ihn aber da über Ziele rausgeschossen wird oder ob Wesentliches vielleicht vergisst wird. Es soll, wie gesagt, auch so eine Plattform gegründet gehen. An der Plattform sollen sämtliche Repräsentanten sein aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, Sozialpartner, das Komitee der Region, das Komitee Économique et Social, das heißt die ganz wichtigen Institutionen aus den 21 Memberstaaten, und auch Zivilgesellschaft, wie ich gesagt habe. Und da sollen da Propositionen gemacht gehen, auch teilweise auf einem Internetportal, wo alle Bürger sich eigentlich abbringen kann, wo er Vorschläge machen, Kommentare und noch sonst Beiträge leisten zu dem ganzen Prozess. Es soll, wie gesagt, transparent auflaufen und dafür den Internetportal
Und das klingt alles immens positiv und immens zufriedenstellend für die Leute, die gesagt haben, ja, die EU ist viel zu viel kompliziert, da muss eine Vereinfachung kommen. Die kleinen und Mittelbetriebe haben sich geärgert, die viel administrativ Hürden, Chargen immer mehr ablernen. Das ist alles ganz richtig. Da muss auch vereinfacht gehen, da muss auch zum Teil weher Gesicht geben, für denen das mir einfach zu machen, ohne aber die großen Standards, und darum geht es bei den Gefahren, aber bei den Ängsten auch von verschiedenen Organisationen. Und noch von uns als Parlamentarier, als Europaparlamentarier geht es auch, sind auch Ängste und Gefahren, die wir gesehen und die wir haben, für zu sagen, man geht bei dem ganzen Prozess oder bei der ganzen Vereinfachung geht da nicht so viel Substanz verloren. Könnt nicht zu einer Deregulierung, könnt nicht zum Aufbauen von Normen, von Standards, von Sicherheiten. Und das ist als Mission und noch erst dabei, weil jeder kann sich da abbringen, als Mission alle Gute dafür zu sorgen, dass den europäischen Modell, nenne ich ihn mal, dass der mit seinen hohen Werten, mit seinen hohen Standards, mit seinen hohen Normen, dass das bestehen bleibt, dass unter Substanz eigentlich nicht aufgebaut wird. Das ist, wie gesagt, Troll von den Sozialpartnern, Troll von den Gewerkschaften, aber auch von den Parlamentariern, von den Europaparlamentariern und so weiter. Und das wird dann noch die nächste Zeit von unseren großen Sujets gehen. Das schon viel darüber geschwärzt gehen. Sozialpartner, Gewerkschaften haben sich schon zu Wort gemeldet, weil sie fährten das justement am Arbeitsrecht und auch am Gesundheit, der Sicherheit auf der Arbeitsplatz, alles was Arbeitsbedingungen angeht, dass da eine Verwässerung stattfindet, eine Deregulierung, dass es, wie gesagt, dort zum Aufbau von Prozeduren und von Standards kommen. Dann ist natürlich auch die Natur und Umwelt ist auch betroffen. Natur und Umwelt und Mouvement Ökologique hat sich auch letzte Woche daheim an einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet, weil auch um ökologischen Punkt, das heißt alles, was Naturschutz anbelangt, alles, was Klima anbelangt, ist hauptsächlich durch zwei Direktiven ist da ganz viel die letzten Jahre abgebaut gehen am Anfang. Wir haben eine größere Biodiversität gekriegt, wir haben einen ganzen Coop Natura 2000, also ist alle guten Begriff. Dadurch sind ganz viele Zonen entstanden, auch Biotopen entstanden. Alles das hat sich an den nationalen Ländern aufgrund von den Direktiven hat sich an nationale Pläne rumgefunden, als wie gesagt an der Realität geschafft gehen. Und sind natürlich auch die Verbände, die Umweltschutzverbände und noch sonst, die fährten natürlich das auch da alles, was zum Beispiel die Direktiven natürlich die Lodoleien von der Luftverschmutzung, aber auch Direktiv Habitat und noch Direktiv Oiseaux Sauvages, dass das auch da ging, wie gesagt, verwässert ging, dadurch ging große wertvolle Errungenschaften verloren gehen. Es besteht also Gefahren, wo man darauf aufpassen muss, wo man auch da dagegen schaffen. Wir fährt noch mit all denen die Instrumente, die wir beisetzen, wie zum Beispiel die Plattform, wo geht für Kammerschaft, die Experten, die von außen Ruhe zugehen, die ganze Folgeabschätzung. Wir fährten, dass da einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand getrieben wird, am Anfang der Konträr von dem, was wir wollen erreichen, das muss da aufpassen. Und die Kommission vierzeitig vorwarnen, und das machen wir schon, weil wir fährten, wie gesagt, dass da zusätzlich administrativ Monster geschafft wird, am Platz, da den hier geht, auch verschiedene Sachen vereinfacht. Das ist nicht nur eine Diskussion hier, das ist eine Diskussion auch an den einzelnen Memberstaaten. Das ist, wie gesagt, das Sujet, den uns die nächste Zeit wird beschäftigen. Als Konklusion kann ich sagen, einerseits eine gute Sache. Ich meine, alle Menschen von uns haben sich schon geärgert über ganz Coop europäische Vorschriften, die zu weit gehen, die nicht transparent sind, die den ganzen Entscheidungsprozess verkomplizieren. Das heißt, wir wollen nicht mehr einfach machen, wir wollen verschiedene Sachen aufbauen. Mehr wie gesagt, wir müssen bei der Arbeit, also am Sozialen, müssen wir als Standard behalten. Naturschutz, Klimaschutz müssen wir als Standard behalten. Auch am Verbraucherschutz etwas, was auch ganz wichtig ist. Auch Verbraucherschutzorganisationen haben sich schon zu Wort gemeldet. Anderen natürlich auch Parlamente, das Europaparlament. Das heißt, wir werden alle Guten zusammen müssen dafür sorgen, dass es, wie gesagt, zu keinem Verlust kommt, zu keiner Verwässerung kommt von den Werten, von den Standards, von den Normen, die wir im Moment auf europäischer an der Gesetzgebung schon haben. Soweit von Brüssel. Merci fürs Nachgucken. Bis die nächste Woche.